Mensch stirbt, den wir gerne haben, dann fragen wir uns, werden wir den Mensch jemals wiedersehen? Oder wird sich unser Leben nach dem Tod im Nirvana auflösen? Gibt es das Leben nach dem Tod? Und wenn ja, wie kann ich sicher sein? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Wenn ja, wenn das stimmt, dann unterscheidet er sich fundamental von allen Religionsführern und Gurus dieser Welt. Und es hat ja auch Konsequenzen. Lebensverändernde Konsequenzen für dich und für mich, wenn das stimmt, dass Jesus den Tod überwunden hat. Denn er hat gesagt, wer sein Vertrauen auf ihn setzt, der wird ewig bei Gott leben können. Also gibt es ein ewiges Leben nach dem Tod, wenn das stimmt, dass Jesus den Tod überwunden hat. Wir lesen am Ende vom Matthäus-Evangelium, dass einige von diesen 11, sind noch 11 Jünger gewesen, an diesem Zeitpunkt, wo sie Jesus begegnet sind, dem auferstandenen Jesus, heisst, einige aber zweifelten. Sie haben Zweifel gehabt, ob das wirklich der Jesus ist, mit dem sie da 3 Jahre durchs Leben gezogen sind. Ist es wirklich Jesus? Oder ist es irgendjemand anderes? Oder spinnt es irgendwie in meinem Hirn? Und ich finde es so schön, dass die Bibel das berichtet, dass die Bibel das dokumentiert, dass einige Zweifel hatten. Also nicht nur der Thomas, der gesagt hat, ich kann das einfach nicht glauben, bis ich Jesus anlangen kann, bis ich in seine Wunden langen und ihn in die Augen schauen und ihn berühren, mit ihm reden kann. Erst dann glaube ich es. Nein, es ist anderen genau gleich gegangen. Und ich finde, das ist ein Ausdruck von Gott, es gehört zu Gottes Charakter, dass er die Menschen ernst nimmt, die Zweifel haben. Weil Gott weiß doch ganz genau, wie wir funktionieren als Menschen. Er weiß doch, dass das einfach unsere Vernunft übersteigt. Und es gibt so einen schönen Spruch in den Sprüchen. Ich bin gerade letzte oder hat die Bibel aufgeschlagen und hat gelesen. Dort heisst es, unvernünftige Menschen glauben jedes Wort, aber der Kluge, der prüft alles. Also dürfen wir Sachen hinterfragen, dürfen wir Zweifel haben. Ist das wirklich wahr? Wie funktioniert das? Und ich glaube, gerade Teenager und Jugendliche unter uns, wo mit christlichen Eltern aufgewachsen sind, ich habe das selber auch so erlebt, wir übernehmen Sachen einfach so. Das ist normal, das ist auch so geplant. Aber dann kommt irgendwann mal der Moment, wo man dann fragt, ja, jetzt habe ich das immer bis jetzt so angenommen, dass das stimmt. Wer sagt denn das wirklich, dass es so war? Was sind Facts oder historische Tatsachen, die gesichert sind und wo übersteigt es meine Vernunft? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch in einem Raum von einer Kirche, von einer Familie, dass Teenager, Jugendliche oder wer auch immer, dass eine Atmosphäre da ist, wo Leute können sagen, ich habe Zweifel. Ich kann das nicht einordnen. Ich brauche ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wissen darüber. Mir langt das nicht, die Antworten. Es ist ganz wichtig, dass das stattfindet, dass der Raum da ist. In der Bibel, Gott hat sich den Raum gegeben oder hat uns den Raum gegeben, dass wir die Fragen stellen können. Es ist natürlich eine Momentaufnahme bei den Jüngern gewesen. Wir wissen, dass nachher die Jünger, die 11 und nachher ist noch einer dazugekommen, ja, als Ersatz für den Judas, die haben dann Vollgas gegeben mit Jesus. Die sind nachher überzeugt gewesen, dass Jesus wirklich lebt. Aber die Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Vielleicht ist für dich das klar, aber vielleicht nicht für alle. Man sagt auch nur Gott vermag Gräber von innen zu sprengen. Ja, wie soll das gehen? Ich habe auch als Jugendliche mir ein paar Fragen gestellt, wo ich gesagt habe, ja, das habe ich so übernommen. Ich möchte das mal ein bisschen genauer wissen. Ich habe Literatur mir
angelegt. Ich habe Seminarbesuch gehabt, ich habe einen Bürostuhl von meiner Mutter bekommen. Mein Vater hat dann gesagt, jetzt sitzt er noch mehr am Bürotisch. Weil ich einfach Sachen wollte wissen, ich wollte selber das in der Bibel und auch mit Hilfe von Literatur dem auf den Grund gehen. Die zentrale Frage an Ostern ist Jesus wirklich auferstanden? Und ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen, der heißt Frank Morrison. Er war gelernter Rechtsanwalt und Journalist gewesen. Und er war gewöhnt gewesen, dass er Halbwahrheiten am Volk verkaufen kann. Und er hat das Ziel gehabt, ein Buch zu schreiben, das beweist, dass die Auferstehung von Jesus ein Mythos, ein Schwindel ist. Und ihm war jede Methode recht gewesen, um einfach plausibel zu beschreiben, dass die Auferstehung von Jesus gar nicht gegeben hat. Und das Interessante ist, dass durch sein Buch, das er dann am Schluss geschrieben hat, Männer und Frauen zum Glauben gekommen sind, also Apologeten, Evangelisten, Buchautoren, die nachher einen grösseren Einfluss hatten als er. Also die zum Glauben gekommen sind durch sein Buch. Und Frank Morrison hat zwar im letzten Jahrhundert gelebt, aber er steht auch als Symbol für Männer im 19. Jahrhundert vor ihm und Männer und Frauen auch im 21. Jahrhundert, die wissenschaftlich an die Frage hergegangen sind, hat es Jesus gegeben? Ist er wirklich gestorben? Ist er wirklich auferstanden? Und als erstes hat er sich überhaupt gefragt, ja, ist Jesus überhaupt gestorben? Kannst du noch ein Bild zurückgehen? Er hat gesagt, Jesus ist doch gar nie tot gewesen. Es gibt in gewissen Kulturkreisen, wo das recht bekannt ist, wo die Leute von dem ausgehen, ja, Jesus hat nur Verletzungen gehabt und ist dann abgenommen worden von dem Kreuz und hat sich dann wieder erholt und ist zurückgekommen ins Leben. Und dann hat man gesagt, ja, er ist tot und wieder verstanden. Dabei ist er gar nie gestorben. Und es gibt keinen seriösen Historiker, der das bezweifeln, dass Jesus gestorben ist und dass er gekreuzigt worden ist und gestorben ist. Es gibt mehrere Quellen neben der Bibel. Es ist auch interessant, dass ja zu der Zeit der Römer, zur Zeit, wo Jesus gewirkt und gelebt hat, sehr viele Berichte gibt. Historische Berichte. Wie das die Römer übernommen haben von den Griechen und ausgebaut haben, also der Beruf Historiker und Geschichtsschreiber, der ist anerkannt gewesen. Und nirgends gibt es irgendeinen Bericht, weder von Juden noch von Römern, wo der Tod von Jesus und sein Begräbnis bestreiten, anzweifeln oder in Frage stellen. Nirgends. Im Gegenteil, es gibt 3 nicht-christliche Historiker, die zur Zeit von Jesus gelebt haben und unabhängig voneinander den Tod, also die Kreuzigung und den Tod von Jesus dokumentieren. Das ist der Lukian, der Josephus, der wir wahrscheinlich als in den christlichen Kreisen am meisten zitieren, und dann der wohl der grösste römische Historiker, der Tacitus. Und es ist wie wenn wir einen Gang ins Archiv machen heute und die Schriften dort lesen, dann kann man das nachvollziehen und dann kann man Einblick haben in die Geschichte und in die Dokumente. Und selbst Forscher und Wissenschaftler, die sagen, mit Jesus, da will ich nichts zu tun haben, sind sich an dem Punkt einig, Jesus ist tot gewesen. Das schlägt kein Geist mehr weg. Jesus ist gestorben. Er ist tot gewesen. Und so hat sich der Frank Morrison weiter gefragt, gut, Jesus ist tot gewesen, aber man hat den Leichnam gar nicht ins Grab da, sondern man hat ihn irgendwo weggeschaffen, versteckt, vergraben. Und dann ist Jesus nur in der Fantasie der Jünger auferstanden. Und die haben nachher das Märchen in die Weltgeschichte gesetzt und es hat sich zur Legende entwickelt und man glaubt es bis heute. Er hat dann schnell herausgefunden, dass der
angeblich Mann, dem das Grab gehört hat, dass der Josef aus Arimathäa war. Und dass er Mitglied war vom Hohen Rat. Wir lesen da Matthäus 27, Vers 57. Also alle, die ein Handy haben, dürfen jetzt die Bible-App öffnen. YouVersion.com zum Beispiel. Matthäus drucken, 27 drucken und dann zum Vers 57. Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa. Er hieß Josef und war ein Jünger von Jesus. Und wir lesen in einer anderen Schrift, er ist ein Jünger von Jesus, aber ein heimlicher. Er hat sich nicht getraut, öffentlich zu Jesus sich zu bekennen. Aber ein heimlicher Jünger war er. Und er hat zum Hohen Rat gehört. Und wer damals zum Hohen Rat gehört hat, den kann man vergleichen heute mit einem Rockstar. Also der hat ein super Image gehabt, der hat viel Geld gehabt, der hat viel Einfluss gehabt. Zu dem hat man aufgeschaut. Das ist der Josef aus Arimathäa. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus befahl, diese Bitte zu erfüllen. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte ihn in eine unbenützte Grabkammer, die er für sich selbst in einem Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Der Josef aus Arimathäa ist nicht nur eine historische Person gewesen, sondern eine Vertrauensperson. Für die jüdische Gemeinschaft, aber auch für die Römer. Und es ist schon hochspannend, dass genau jetzt in der Geschichte der Josef aus Arimathäa in Erscheinung treten tut. Das ist einfach fantastisch, weil er hat als Rechtsperson, als öffentliche Person bürgt für den toten Jesus, für den Leichnam von Jesus. Hätte er oder ein anderer Jünger den Leichnam irgendwo auf dem Friedhof versteckt, vergraben, aus dem Weg geschaffen, dann hätte man den Josef aus Arimathäa herzitiert. Und wenn er die Leichen nicht vorgegeben hätte, hätte man den Kopf kürzer gemacht. Aber man hat dem Josef aus Arimathäa nichts vorwerfen. Man hat den toten Jesus nicht gefunden. Den gibt es nicht. Der Frank Morrison hat sich weiter gefragt, ja gut, dann ist der Leichnam zwar ins Grab gekommen, aber dann haben die Jünger gestohlen. Grabraub. In der Bibel wird uns berichtet, dass am Sonntagmorgen, nachdem Jesus verstanden ist, er den Frauen begegnet. Ist ja klar, wieso den Frauen? Weil die Jünger sind zurückgeblieben. Die haben Angst gehabt, aber die Frauen nicht. Die sind zum Grab gegangen. Sie sind natürlich nicht überrascht worden vom auferstandenen Jesus, der ihnen begegnet ist. Und dann, was machen die Wachsoldaten? Sie gehen zurück zu den obersten Priestern von der Stadt und zu den führenden Männern vom Volk und berichten ihnen alles, was sie erlebt haben. Und dann lesen wir dort weiter im Matthäus-Evangelium: Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld und sagten zu ihnen: Erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen: Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Und sie haben sich natürlich daran gehalten, denn das war ihre Lebensversicherung. Und so heisst es da, wird die Geschichte bis heute unter den Juden erzählt. Das mit der Grabbewachung, müsst ihr euch vorstellen, das war nicht einfach so ein Teenie-Camp oder ein Osterausflug von ein paar Leuten, die gesagt haben, ja gut, dann bewachen wir das Grab. Sondern das war der Pontius Pilatus, der gesagt hat, ich tue eine Wache beordern. Er hat sein Siegel gegeben, dass der Stein versiegelt worden ist. Und wer damals ein Wachvergehen gemacht hat oder ein Siegel gebrochen hat, den hat man bei lebendigem Leib verbrannt oder man hat ihn mit dem Kopf gegen unten gekreuzigt.
Also das war nicht irgendwie einfach so ein bisschen ein Spass gewesen, das Grab zu bewachen. Da haben nicht einfach die Jünger können kommen in der Nacht und sagen, hey, wir gehen mal zum Grab. Wir tun jetzt mal das Steinchen da, wo tonnenschwer ist, auf die Seite rollen und holen den Toten raus. Und ihr merkt nichts davon, ihr schlaft einfach. Das kann nicht stattgefunden haben. Der Frank Morrison war überzeugt nach wie vor, die Auferstehung von Jesus ist ein Schwindel. Und hat sich dann weiter gefragt, wieso haben die Jünger plötzlich so eine Überzeugung gehabt, eine innere Überzeugung, dass Jesus lebt. Hätten die Jünger, also kannst du die nächste Folie einblenden, genau, er hat das von allen Seiten angeschaut, er hat natürlich noch viele andere Fragen gehabt, aber ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Hätten die Jünger die ganze Geschichte der Auferstehung erfunden, hat er sich gefragt, wieso setzen sie Frauen als erstes ein, die das erzählen sollen? Oder Frauen sollen zu den Brüdern gehen, sagt Jesus, erzählen, dass er lebt und nachher ihm folgen auf Galiläa. Wieso setzen die Frauen ein? Also das ist ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dazumals haben Frauen keinen Stand in der Gesellschaft, juristisch gesehen nicht. Ein Beispiel davon, wie abschätzend oder was für einen Status eine Frau hat, ist im Judentum, natürlich auch dazumals generell in der ganzen Weltgeschichte. Im Talmud heißt es, gibt es eine Bibel, also eine Stelle, einen Vers im Talmud, das ist ja so die zweite Schrift von den Juden zum Tora auslegen, oder die erste Schrift zum Tora auslegen. Und dort heißt es zum Beispiel, es ist besser, Tora zu verbrennen, als dass man sie einer Frau lehren. Also Tora, das Gesetz von Gott. Es ist besser, die zu verbrennen, als einer Frau zu lehren. Einfach, dass man merkt, wie abschätzend man eigentlich die Frau behandelt hat. Und was sie für einen Status hat. Und er hat sich gefragt, ja, wieso setzen die überhaupt, wenn sie ja etwas in die Weltgeschichte setzen, eine Geschichte, dann würden sicher nicht Frauen als erstes einsetzen. Die haben ja gar kein Recht. Denen glaubt ja niemand. Hätten die Jünger die ganze Geschichte mit Auferstehung erfunden, hat er sich weiter gefragt, wieso sind sie bereit, plötzlich ihr ganzes Leben aufzugeben, sogar in den Tod zu gehen? Wir wissen das nicht ganz ausnahmslos, aber von den 11 oder den 12 nachher ist ja noch jemand dazugekommen von Judas. Von den 12 Aposteln haben alle, eben, ich bin nicht dabei gewesen, aber man kann davon ausgehen, dass die allermeisten ihr Leben gelassen haben als Märtyrer für Jesus. Die sind überzeugt gewesen, dass Jesus lebt. Jetzt spätestens seit dem 11. September wissen wir, dass es Menschen gibt, die bereit sind, für etwas zu sterben, obwohl es falsch ist, aber weil sie es überzeugt sind davon, machen sie das. Also Terroristen, die ihr Leben opfern, um andere Menschen in den Tod zu reissen, weil sie überzeugt sind, das ist der direkte Weg ins Paradies. Es gibt jemanden, der dazu etwas Gutes gesagt hat. Menschen sind bereit, für etwas zu sterben, was sie für die Wahrheit halten, auch wenn es eigentlich falsch ist. Also wären wir bei den Terroristen. Sie sterben aber, also die Menschen sterben, also niemand würde sterben, wenn nicht, ich lese es weiter, das ist besser. Sie sterben aber nicht für etwas, von dem sie wissen, dass es eine Lüge ist. Also niemand würde sterben für etwas, wo er eigentlich weiss, es ist eine Lüge. Die Jünger wären doch nicht gestorben für Jesus, wenn sie gewusst hätten, das ist alles ein Märchen, das wir einfach da verbreitet haben. Die Jünger sind überzeugt gewesen, dass Jesus lebt. Sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn erfahren.
Sie sind zu dieser Überzeugung gekommen, auch wenn es einige gegeben hat, die Zweifel hatten, haben sie sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und sind nachher zur Überzeugung gekommen, Jesus lebt wirklich. Auch wenn es meine Vernunft übersteigt. Ich glaube an ihn, weil ich ihn erfahren habe. Jesus ist auferstanden, er lebt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Ja, ich habe das nie geliebt als Jugendlicher in der Kirche, wenn so etwas gesagt worden ist, aber es ist doch schön. Und wir probieren das nochmal. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Genau, das ist schön. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und der Frank Morrison hat, wie gesagt, ein paar andere Fragen noch gehabt. Er hat dann etwa in der Mitte von seinem Buch hat das Ganze dann über den Haufen geworfen und hat dann das erste Kapitel geschrieben mit der Überschrift «Das Buch, das nie geschrieben wurde». Und er hat ein neues Buch geschrieben. Ihr seht es da eingeblendet. Wer hat den Stein weg gewälzt? Who moved the stone? Und tut in seinem Buch Schritt für Schritt darlegen, wie Jesus gestorben ist und wie er wieder auferstanden ist. Und zwar auf Fakten, auf Tatsachen. Und wie er selber zum Glauben gekommen ist an Jesus. Frank Morrison ist vor knapp 70 Jahren gestorben, mit der Gewissheit, dass Jesus für ihn die Schuld getragen hat. Er ist mit der Gewissheit gestorben, dass er ein ewiges Leben haben darf, weil er gewusst hat, Jesus hat meine Schuld getragen und mit seinem teuren Blut mich reingewaschen von all meinen Fehlern. Und so ist er mit dieser Gewissheit verstorben, dass er ewig leben bei Gott. Frank Morrison hat zwar im letzten Jahrhundert gelebt, aber sein Buch ist heute noch in Buchhandlungen erhältlich, weil es so einfach, aber ganz fundiert dort aufzeigen, dass Jesus gekreuzigt worden ist, begraben worden ist und vom Tod auferstanden ist. Und der Frank Morrison steht für viele, die sich ernsthaft auseinandergesetzt haben mit der Auferstehung und dann aufgrund von der historischen Fakten, von der Glaubwürdigkeit von der Bibel und von der Person von Jesus dann zum Glauben gefunden haben. Der C.S. Lewis ist auch einer von denen. Er hat sogar nur schon die historische Person von Jesus angezweifelt. Und er schreibt, es ist etwas absolut Neues in der Geschichte des Universums passiert. Christus hat den Tod besiegt. Die Tür, die immer abgesperrt war, war zum ersten Mal aufgebrochen worden. Oder wenn wir noch ein bisschen zurückgehen zum Paulus, er schreibt im 1. Korintherbrief 15 am Schluss, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Dank sei Gott. Er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich frage dich heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Wenn du Zweifel hast an dieser Auferstehung, an dieser Geschichte von Jesus, dann setz dich auseinander, weiter. Ich wünsche mir, dass du darfst sagen, jawohl, ich weiß, ich habe eine Gewissheit in mir inne, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dass er lebt und dass er stellvertretend für mich gestorben ist. Hast du die Gewissheit, dass Jesus lebt? Wenn dein Leben zu Ende ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Wo wird es hergehen? Hast du die Gewissheit, dass Jesus lebt
Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn an Ostern du kannst das festmachen oder vielleicht wieder neu festmachen. Du kannst sagen, jawohl, Jesus, ich vertraue mein Leben dir an. Und dass du um die Gewissheit, um den Frieden bittest, dass Jesus in dein Leben hineinkommt und dir die Ruhe und die Geborgenheit kann geben. Darf ich die Band bitten, dass sie vorkommen und uns in eine Zeit von der Anbetung, von der Worship führen. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen jetzt. Und ich möchte einfach beten, gerade auch für die vielleicht Zweifel haben. Stehen wir doch auf und nehmen wir unsere Zeit vor Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gerade die so ernst nimmst, wo sagen, Moment mal, ich habe Zweifel, ich möchte das hinterfragen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du reinkommst in unser Leben, dort, wo wir uns öffnen, dort, wo wir nach dir suchen, dort sagst du, dort lasse ich mich finden. Und ich danke, dass das letztlich ein Geheimnis ist. Aber ich bete auch darum, dass Ostern darf werden in unserem Leben, dort, wo wir getrennt sind von dir, dort, wo wir ohne dich gelebt haben bis heute. Dass Ostern darf werden, in dem, dass Menschen, die bis jetzt dich noch nicht kennt haben, dürfen einen Schritt auf dich hinzu machen. Und sagen, jawohl Jesus, ich vertraue dir, auch wenn es meine Vernunft übersteigt. Ich gebe mein Leben dir. Und du sollst machen mit dem Leben, was du möchtest. Amen. There's a peace I've come to know.